So, mir krute grad Frühstückbrot. Leider steht nicht gefilmt. Laurent wir Dachzelt und da fuhren wir auf Botsee oder wie mehr es nennen Botsweg. Und dann tröppeln wir nach, weil das noch relativ frei. Und ja, und dann fängt die ganze Canyoning-Dinge an. Schon ein GoPro dabei. Das heißt, normalerweise muss ich ein bisschen Footage kriegen. Ich habe die GoPro schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Normalerweise müsste es funktionieren. Wir sind der Monsieur noch ready, weil der Monsieur war super. Gute Göster, wie gesagt, mit gute Göster Pancakes. Nur da ist etwas zu trinken geboten, ein Orangenjus, oben noch so ein Tonic mit einer Zitrone dran. Einfach so. Heute Morgen hat ein Croissantbrot. Also wirklich super Experience. Also mega. Also auch hier in einer super ruhigen Gegend. Also ich kann wirklich nichts tun. Ich bin mit einer von den gastfreundlichsten Personen, die ich bis kennengelernt habe. God. Oh. Oh. Das ist so geil. Putain, cool. Scary. Ja. After you get down, you put this back. Yes. Ja, geh hoch. Ja! Good job! Stay good. Okay. Schön noch Handen. Wichtig. Yeah, most of the time you have to be like this, 90 degrees with the rod. Schön noch Handen. Den Soll muss ganz so bleiben. More you lean back, more you have a grip. Genau. Gut. Yeah, you can keep going.
Good job. Sun is shining! Over here and then Yes. Okay. Good job. Hi friends! So, wir haben gepackt. Canyoning aus River. Es war mega geil, es war mega nice. Wasser ultra klar, als Guiden, ultra live, auch ultra professionell. Also den hat sich nie gesichert. Der konnte alles, der konnte überall hinspringen. Ja, Ultra die krasse Gare. Ja, doch gezählt, die möchte am Anfang zweimal den Tag 6 Monate lang. Ja, alltag. Alltag. 7 Stunden. 7 Wochen. Ja, war also. krass. Ja, es war auch kein Canyoning für Anfänger. Du musst schon von heißen Sachen springen und so. Und es war oft der Mist. Also du warst nicht nach einem zweiten W oder Sie so. hatten da vielleicht noch einen Fund. Vielleicht. Oder wir sind zu raufklettern. Weil ich nicht mich halt so gefragt, ja, du könnt 7 Meter rutschen, Ja. raufrutschen. Ist das okay? Okay? Ja, nicht so. Was wir schon nicht. Ja. Also es war wirklich nice. Lo gehen wir etwas essen. Das ist mir sicher ein Rastplatz, da wird gekocht, das Zelt wird abgemäht, weil es war richtig nass zu dem Morgen. Dann geht es am Anfang für uns schon Richtung Italien. So, wir waren nach See einkaufen. Das ist Ausbeute, ein Mango, die ich noch direkt kann essen. Cookies, Fleisch, für Haut an den Ofen, Champignon, wichtig und richtig. Ich bin halt Veggie. mein Tofu Schnitzel und mein Veggie Toastessen und ein Orange und ganz wichtig Salz, das Salz. hat gefehlt. Yes, also ich mal als Rastplatz und da wird gekocht. Hallo. Hallo Leute, der Rieke komplett flamm, weil look what happened again. Bitte. Du mal da doch versteht, der Wasserkanister ist drin ausgelaufen. Sagen wir Wertelo als Lektion näheren. Entweder du nicht so viel Wasser dran hun. Das wurde wieder gesagt. Ich habe es einfach nicht mehr. Oder anders, auf jeden Fall für den Sommer einen neuen Wasserkanister kaufen. Das ist ja am Anfang gut. Den Autobahn hier ist tröschen, aber das ist komplett eingeperrt. Also das ist so verloren, dass du die ganze Zeit das Wasser aufläuft. Das ist schon so oft mit so einem Kanister rundherum und das man noch nie geschieht. Und ich passe ja immer extra auf, dass die Dinge richtig so aus. Mir irgendwie schmengen, wenn ich da fahre, könnte wieder die Mauer und dann geht dann ein bisschen runter und dann läuft dann. Das ist der finished product. Saucissen, Sarot für Tofu, was auch immer. Nudeln mit Champignon und Barilla Rosso. Fertig gerahmt. Das hat doch nur 1 Sekunde gedauert. Gar kein Problem. Ich hatte gerade den Proprietär am Telefon. Der Proprietär ist nicht da, mir sagt, man soll das Gate abmachen und einfach rauffahren.
und ich kann mich parken, wo ich will. Und ich wäre an einer Stunde da, ungefähr. So, okay, dann machen wir das. Das ist, wir sind schnell so, ein schöner Platz. So, wir haben einen Platz gefunden. Mein Auto ist mittlerweile ultra knostig. Ich kann einfach ein bisschen mehr noch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesagt habt. Mit also ultra knascht. Ja, auf jeden Fall. Üblichen Dingen. Da halt abmachen. Das auch sagt so, das ist gleich ist mal schon rum. Wir sind um einen Spal. Aber bald 3 Stunden gefahren, ne? Wir waren um 3 Uhr da, also 6 Uhr. Das war um 3 Stunden hier. Und ja, den Camping seit ein bisschen verlassen ist. Gefühlt, also haben die Leute so Hütten. Wir sehen aber kein Menschen. Morgen steht im Programm 3 Zinnen. Das geht crazy. Wir sind noch nicht so ganz sicher, ob das so easy geht. Weil das noch nicht richtig Saison, die Mautstraße, wobei 3 Zinnen geht. Also auch so, man kann aber eine andere Weg finden. Das geht so ungefähr 6 Stunden hier hin und zurück, zusammen insgesamt 6 Stunden. Dafür, es geht spannend. Es geht spannend. Ja, wir haben hier eine Ultra-Szenerie von Bierger. Also, wir gehen von Bierger verfolgt. Überall, wo wir gehen. Ich kann noch ein bisschen zoomen. Voilà. Überall, wo wir gehen. Die most riesige Bierger einfach. Und das sieht auch einfach nicht geil aus. So, und 1, 2, 3, pow! Alles abgebaut. So, los Zeit für Food. Und praktisch ist, wir haben heute Mitten. Hello Sarah. Hi. Praktisch ist, wir haben heute alles gekocht. Das heißt, wir müssen noch nicht kochen, nicht spulen, also nur das vielleicht. Und dann geht einfach Giers. Oh, mashallah. Love it. Love it, love it, love it. Jetzt muss man so einer Vue. So nicht, not bad. So Leute, Day 5 aus River. Wir gehen schlafen. Und morgen geht es weiter mit Day 6. Wir sehen uns und für dich.